Ja, Cornelia, du hast uns da wunderbar mitgenommen in die Situation, wo wir gerade drinstecken. Harter Lockdown in Deutschland, Lockdown Light in der Schweiz, Maskenpflicht, nicht singen, möglichst wenig Kontakt. Du kannst beliebig hinzufügen, was du möchtest. Wir leben in einer verrückten Zeit und ich glaube, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber mir schlägt das ab und zu immer mal wieder auch ein bisschen auf die Psyche. Wenn ich so eine Corona-Sitzung mit der Gabi habe, ist nicht immer so easy, finde ich, die Hoffnung zu behalten und zu denken, hey, mal, das ist unsere neue Realität und dass irgendwann der Tag X kommt und es wird wieder anders sein. Und darum glaube ich, die Weihnacht und die Message von Weihnacht kommt genau zur richtigen Zeit. Es hat eine Umfrage gegeben von der Universität in Basel, wo analysiert hat, wie tut die zweite Corona-Welle, wie tut die Psyche der Schweizer und Schweizerinnen belasten. Und die Zahlen sind erschrecklich. Es hat sich nämlich vom Lockdown im Frühling bis zum Lockdown jetzt verdoppelt. Während dem Lockdown im Frühling von 11'000 Leuten angegeben haben, dass 9% depressive Verstimmungen haben, sind es jetzt in dieser Zeit 18%. Das hat natürlich auch mit dem Winter zu tun, in dieser Jahreszeit, in der wir leben. Ganz klar. Und das Verrückte ist, oft, und so habe ich das Gefühl gehabt, junge Menschen gehen ganz easy mit dem um. Die gehen locker flocker das Leben, hey, Pandemie, ist mir alles egal. Aber bei dieser Umfrage hat jeder Dritte von 14 bis 24, jeder Dritte angegeben, dass er psychische Depressionen oder psychische Verstimmungen hat. Und bei den über 65-Jährigen zum Beispiel sind es gerade einmal 6%. Wir sehen, die Krise, die schlägt uns auf die Psyche. Irgendwo geht die nicht spurlos an uns vorbei. Und jetzt kommt Weihnachten. Die Weihnachtsbotschaft von dem Jesus in der Krippe im Stall, der auf die Welt kommt als Retter für uns Menschen. Und bei der Weihnachtsgeschichte gibt es eine Aussage von den Engeln auf dem Feld bei den Hirten, aber auch bei der Maria und auch beim Josef. Er sagt nämlich, fürchtet euch nicht. Und das ist eine Message, die möchte ich uns heute Morgen auch zusprechen. Egal wie unsere Umstände gerade aussehen, fürchten wir uns nicht. Aber wie kommen wir dort hin? Oder was ist der Grund, wieso dass wir uns nicht fürchten müssen? Vielleicht gerade auch in dieser Zeit. Ich wünsche mir, dass wir an dieser Weihnachten Hoffnung neu erleben dürfen. Hoffnung? Wieso Hoffnung? Weil Gott in Jesus Mensch geworden ist. Damit wir dürfen leben. Damit wir dürfen eine Beziehung zum Vater haben. Damit wir eines Tages wieder dürfen bei Jesus sein. 24 Stunden, 7 Tage hören wir Nachrichten und Botschaften von der Angst. Wo ist Hoffnung? Habe ich mich schon oft gefragt. Und wenn ich Hoffnung suche, dann müssen wir an Weihnachten ganz besonders in den Stall und in die Krippen hineinschauen. Ich merke in meinem Leben, hat es schon oft auch so Up and Downs gegeben. Noch nie habe ich eine Pandemie erlebt und ich bin noch nie mit so komischen Gefühlen in eine Weihnachtszeit oder in ein neues Jahr hineingegangen. Aber aufgrund von meinen Erfahrungen, die ich erlebt habe, darf ich sagen, die Hoffnung, die ich auf Jesus setze, ist die Hoffnung, die trägt. Nicht eine Hoffnung, die ich mir irgendwie selbst bastle oder eine Hoffnung, oh, wo kann ich mich am besten ablenken? Das ist alles nicht möglich. Ab dem Dienstag. Sondern bewusst der Jesus ist die Hoffnung. Und ich finde das so herrlich bei meinen Kindern, wenn sie wieder etwas Neues lernen, und das kommt sehr viel vor, wenn sie lernen laufen, gut, das sind sie jetzt durch, aber wenn sie andere Sachen lernen, zum Beispiel Essen ohne Latz, denn die Kinder haben, wissen, das klappt ja nicht gerade aufs erste Mal, oder? Wäre noch schön, oder so, wir hocken am Mittagstisch und das Kind kann gerade schon essen, alles gut. Nein, das klappt nicht aufs erste Mal. Aber ich finde ein Kind mega bewundernswert, sie geben nicht auf. Wenn sie anfangen zu laufen, sie kreien um und denken nicht, ich probiere es nicht mehr.
sondern sie haben eine Hoffnung, hey, am Tag X werde ich es mal können, wie mein Papi oder meine Mami. Und Kinder haben Hoffnung, weil wenn sie keine Hoffnung haben, würden sie nicht aufstehen. Und ich merke, bei mir in meinem Leben, habe ich manchmal ein bisschen verlernt, hoffnungsvoll durchs Leben durchzugehen. Ich bete für etwas und wenn es nach 10 Mal nicht eintrifft, habe ich die Hoffnung verloren. Aber die Hoffnung, Menschen, die eine Hoffnung haben, sind Menschen, die leben. Was sind die Eigenschaften von Menschen, die keine Hoffnung haben? Sie sind verbittert, sie haben Angst, man hat Furcht, kommt ins Leben. Es fängt irgendwie nicht an zu leben. Dort in diesen Bereichen, wo wir keine Hoffnung haben, fängt irgendetwas auch an zu sterben. Aber was passiert mit Menschen, die Hoffnung haben? Sie leben neu auf. Sie kommen Freude über. Und das ist der Inhalt der Weihnachtsbotschaft. Hebräer 10,23 steht: Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Das möchte ich uns als Ermutigung zusprechen, dass wir an dieser Hoffnung, die wir in Jesus haben, festhalten. Egal, ob alles zu ist, egal, wie es um uns herum aussieht, lass uns auf den Jesus schauen. Weil oft merke ich in dieser Pandemie, bin oft wie so ein Küngeli vor der Schlange. Sie will mich einnehmen und ich bin irgendwie so zitternd da. Aber nein, wir haben eine Hoffnung. Und die Hoffnung ist an Weihnachten, hat die Mission von der Hoffnung einen Start genommen. Jesus ist auf die Welt gekommen, für dich und mich. Und Hoffnung wird so richtig geprüft, wenn wir durch richtig starke Erlebnisse durchgehen. Ich habe ja im letzten Frühling einen Zusammenbruch gehabt, bin im Notfall gelandet, verlassen von allen, nicht einmal meine Frauen können bei mir sein. Was ist denn die Hoffnung, die ich dann habe? Und ich habe dort irgendwie das Privileg gehabt, dass ich auf den Jesus schauen konnte. Ich weiß nicht. Ich habe das außenrum, hat mich schon beschäftigt, aber irgendwie konnte ich das ablegen und ich habe meine Hoffnung und mein Leben dort neu nochmal wirklich bewusst in Jesus' Hände gelegt. Und habe gesagt, Jesus, du bist meine Hoffnung, auch wenn da alles an der Schläuche ist, ich möchte an dir, Jesus, festhalten. In Lukas 8 gibt es eine Geschichte, wo Jesus unter einer Menschenmenge ist, kommt der Jairus, das ist ein jüdischer Vorsteher von einer Gemeinde, kommt zu Jesus und sagt, hey, meine einzige Tochter ist schwer krank, bitte komm in mein Haus und mach sie gesund. Jesus läuft mit. Während dieser Situation ist ein mega Menschengedränge. Und eine Frau, die Blutungen hat, kommt zu Jesus. Und sie weiss, ich war bei jedem Arzt gewesen, bei jedem. Ich habe all mein Geld investiert, ich bin nicht gesund worden. Aber sie weiss, der Jesus kann mich gesund machen. Und sie langt ihn einfach an und die Blutungen hören auf. Und Jesus sagt, wer hat mich angelangt? Und die Frau kommt und er sagt, hey, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus, während dieser Zeit kommen die Leute vom Haus vom Jairus und sagen, hey, musst du Jesus nicht mehr bemühen, deine Tochter ist gestorben, es ist hoffnungslos. Jesus geht mit. Und mit seinen Best Friends geht er rein und weckt die Tochter zum Leben auf. 2 hoffnungslose Fälle. Die Frau, die alles probiert hat. Jesus bringt ihre Hoffnung. Jesus bringt der Familie und der Tochter Hoffnung, indem er sie auferweckt. Jesus ist die Hoffnung in dieser Geschichte. Und ich wünsche mir, dass auch wir dürfen an dieser Hoffnung festhalten, von der, die wir gehört haben. Immer und immer wieder. Und Cornelia hat es angetönt, warum kann ein Luther oder auch andere Leute, ein Paulus, auch in Zeiten von Pest oder anderen Schwierigkeiten, wieso können die trotzdem mit Freude und trotzdem zu Leuten gehen und sie versorgen? Weil sie eine Hoffnung haben. Und im Hebräer 6,19 lesen wir, dass die Hoffnung auf Jesus ein sicherer und fester Anker ist.
Paulus und Luther sind sich bewusst gewesen, das, was ich da erlebe auf dieser Erde, es ist nur vorübergehend. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich mal bei Jesus wird sein und der ganze Scheiß wird vorbei sein. Und die Hoffnung hat sie angetrieben. Ich habe mich gefragt, was sind denn meine Gründe, wieso dass ich in der jetzigen Situation möchte Hoffnung haben? Was sind die Gründe, wieso dass wir Hoffnung haben in einer eigentlich wahrscheinlich sehr hoffnungslose Zeit für viele Menschen? Etwas, was mir eingefallen ist, dass Herausforderungen dazugehören. Jesus sagt, in der Welt werdet ihr Angst haben. Johannes 16,33. Aber sind nicht entmutigt, ich habe die Welt besiegt. Sind das nicht Verse von der Hoffnung? Sind das nicht geniale Verse, wo Jesus da sagt, hey, egal was rund um euch herum ist, schaut auf mich. Nehmt mich als Ermutigung. Ich habe die Welt besiegt. Und ich merke immer wieder, hey, mein Leben, ich habe mein Leben nicht im Griff. Ich habe die Umstände nicht im Griff. Und wenn ich auf die Umstände schaue und hoffe, dass so schnell wie möglich die alte Realität, wo wir drin gelebt haben, wiederkommt, werde ich wohl möglich enttäuscht. Weil die Umstände kann ich nicht kontrollieren. Ich kann sich nicht beeinflussen. Aber was ich beeinflussen kann, ist, auf wer ich meine Hoffnung setze. Gott hat uns Ressourcen gegeben. Gott lässt uns auf dieser Welt nicht allein zurück. Jesus ist in der Krippe auf die Welt gekommen, hat das Leben gelebt auf dieser Welt und ist nachher am Kreuz gestorben für dich und mich, für die Fehler, die wir immer wieder machen. Und er ist aufgefahren und er wird wiederkommen. Und er hat uns Ressourcen gegeben, der Heilige Geist, wo wir mit ihm leben können. Wo uns Weisheit, wo uns Kraft gibt und wo ein Geist ist vom Trost und von der Freude. Und er hat uns sein Wort gegeben. Und wenn ihr sein Wort durchleset, es ist das Wort von der Hoffnung. Ich habe letzte Woche, das geht ja heute so easy, oder? Bei diesen Apps kann man einfach Hoffnung eingeben und dann kommen alle Bibelverse von 1. Mose bis Offenbarung zum Thema Hoffnung. Es gibt mega viel. Und ich habe mir angewöhnt, jeden Tag so einen Vers von der Hoffnung zu lesen. Einfach, weil ich mich nicht nur von diesen News füllen lasse, von der Pandemie, sondern ich möchte mein Herz füllen von Wort von der Hoffnung. Und die sind bei Jesus und die sind in der Bibel zu finden. Etwas anderes, was mir Hoffnung gibt, ist, dass ich selber entscheiden kann, wie ich reagiere. Ich bin dem nicht ausgesetzt. Ich kann selber entscheiden, fühle ich mich die ganze Zeit mit diesen Schlagzeilen und News oder fühle ich mich mit anderen Sachen? Tue ich den Jesus in den Fokus nehmen? Und etwas, was mir immer wieder auch Antrieb gibt, ist, dass Jesus bald wieder kommt. Ich finde das so herrlich, wenn das in der Jugendkeit der Offenbarung, Jesus kommt bald. Also ich weiß nicht, wenn ihr unter bald versteht, ich nicht unbedingt 2000 Jahre, aber eins ist fix, der Jesus kommt wieder. Weil seine Geburt in der Krippe ist vorausgesagt war. 400 Jahre vorher hat Jesaja gesagt, hey, da kommt der Retter und er wird geboren. Und die 400 Jahre sind eine recht düstere Zeit gewesen. Gott hat nicht zum Volk geredet. Aber wisst ihr was? Jesus hat gesagt, ich komme wieder. Und die Prophetie, dass er wiederkommt, gibt es 8-mal mehr in der Bibel, als dass er geboren wird auf dieser Welt. Also wenn wir Weihnachten feiern und an das Kind, an das Herzige in der Krippe denken und dass das Tatsache ist, dass der Jesus gelebt hat, dann darf man noch viel mehr gewiss sein, dass der Jesus wieder wird kommen. Und er sagt, hey, ich mache eine neue Welt. Ich mache alles neu. Mir gibt das eine mega Hoffnung. Ich freue mich auf den Tag, aber es gibt mir auch Kraft für die Zeiten, die da vielleicht im Moment nicht easy sind. Und ich merke, dass ich immer mehr auch, wir lesen in der Bibel, von Ewigkeit zu Ewigkeit steht, oder? Wir werden leben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das kann mir ein bisschen Angst machen. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, wie das aussieht. Aber ich merke, ich möchte leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Und wenn ich auf die Situation, wo wir drin leben, mit einer Ewigkeitsperspektive schaue, dann merke ich, wird vieles erträglicher.
Und das haben viele Christen in der ganzen Weltgeschichte immer wieder gemacht. Auch wenn die Umstände schwierig sind, sie haben auf eine Ewigkeit geschaut, die viel grösser und länger ist als das, was wir jetzt erleben. Und gell, im Frühling, es ist schon so, im Frühling haben wir wahrscheinlich gedacht, Corona, Pandemie, ja, das wird ein Sprint, das machen wir locker. Oder? Sommer, spätestens Winter ist der ganze Zauber vorbei. Und jetzt merken wir, wahrscheinlich ist es eher ein Marathon. Und wie ist ein Marathon? Ich weiss nicht, ich bin noch nie eingelaufen. Erstaunt euch jetzt wahrscheinlich auch nicht groß. Aber ich bin noch nie eingelaufen. Mein weitestes war 10 Kilometer, das ist weit weg vom Marathon. Aber Marathon, wenn man so Bilder schaut, die sind mit drin, sind die total erschöpft. Die finden es nicht so lustig, nicht so easy. Da kommt wahrscheinlich mehr als einmal der Gedanke, hey, was mache ich eigentlich? Hör doch einfach auf rennen. Aber sie laufen weiter. Warum? Weil sie das Ziel vor Augen haben. Und genau das ist auch das, was uns Christen ausmachen darf. Wir sind im Moment in einem Marathon von Corona, wir haben keinen Plan, wie das rauskommt. Aber wir dürfen das Ziel vor Augen haben. Und die Hoffnung, dass der Jesus wieder wird kommen. Ein anderer Punkt ist, wo mir in den Sinn kam, ist, der Jesus ist allmächtig. Das gibt mir persönlich immer wieder Hoffnung. Egal was krank ist, egal was zerbrochen ist, Jesus kann eingreifen und kann es zum Guten wenden. Jesus ist nicht limitiert. Wir lesen das in seinem Wort. Für ihn ist alles möglich. Meine Frau hat mir zum Geburtstag so eine schöne Wärmehalteflasche, die heisst sicher nicht so, aber so eine Flasche, wo der Tee lang warm bleibt, hat sie mir geschenkt. Ich habe sie leider im Büro vergessen. Dort drauf steht, alle Dinge sind Gott möglich. Und wie cool ist das? Das habe ich neben dem Schreibtisch. Und wenn ich einen Input oder ein Gespräch oder irgendetwas vorbereite, dann sehe ich das und denke, hey, ja, dem Jesus ist alles möglich, weil er ist allmächtig. Jesus, meine Hoffnung, hilft. Jesus ist nicht einer, der ist weit weg und schaut einfach ein bisschen zu, was der Tom macht oder ihr macht, sondern er ist auf die Welt gekommen. Und auf die Welt gekommen ist ein Zeichen von Nähe. Jesus ist näher. Und wenn wir mit Jesus leben, heisst es sogar, dass er in uns ist. Und das ist unsere Hoffnung. Dass er eingreift, wenn wir ein Problem haben. Ich finde es mega schön, dass Jesus Mensch geworden ist, weil er uns dann verstehen kann. Wir lesen in Hebräer 4, 15 bis 16. Doch Jesus gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Das ist nicht geniale Vers von der Hoffnung. Und das ist auch eine Botschaft von Weihnachten. Der Jesus, der Gott ist Mensch geworden. Und er weiß genau, wie du und ich mich jetzt in dem Moment fühlen. Er weiß genau, wo du stehst. Und wir dürfen zu ihm kommen mit allem, was uns belastet. Ist das nicht eine wunderbare Hoffnung? Was mir Hoffnung gibt, ist, dass der Gott jedes Mal eine Hoffnung so für mich hat. Er hört und beantwortet Gebet. Er ist treu. Wie oft bin ich nicht treu? In dem, was ich sage und nicht einhalte. Aber der Jesus ist treu. Und ich glaube, dass, wenn er da geschrieben hat, dass er mir keinen Mist erzählt, sondern dass er treu ist und dass das in Erfüllung geht. Das gibt mir Hoffnung. Und Hoffnung gibt mir auch die Liebe, die Jesus zu uns hat. Darum ist er an Weihnachten auf die Welt gekommen. Weil er uns so sehr liebt. Weil Gott uns so sehr liebt, um einen Weg zu bahnen, damit Beziehung mit dem himmlischen Vater möglich ist. Ich wünsche mir, dass wir Hoffnung neu erleben dürfen, aber ich wünsche mir noch etwas Zweites, nämlich, dass wir auch Hoffnungsträger dürfen sein in dieser Welt. Im 1. Petrus 1, 15 steht, allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, weil nach andere nach der Hoffnung fragen,
in euch erfüllt. Wir Christen dürfen optimistisch in die Zeit gehen. Ich gebe es zu, mir fällt es auch schwer, wenn ich auf das schaue, was um mich herum ist. Aber wenn ich auf Jesus schaue, merke ich, hey, da ist ein sicherer Anker. Ich darf dank ihm, wie schon viele Christen vor mir, hoffnungsvoll in die kommenden Wochen schauen. Und ich darf wie Jesus sein, ich darf ein Licht sein. Und ich wünsche uns das, dass wir das dürfen sein, auch in den nächsten Tagen. Vielleicht kommen dir gerade Namen in den Sinn, wo du denkst, hey, da sind Leute in meinem Umfeld, die keine Hoffnung haben, wo man sieht, wie hoffnungslos das sie sind. Ich möchte uns ermutigen, du und ich, wir sind dort eine Hoffnung, wo Gott uns angestellt hat. Ich bin nicht dort Hoffnung, wo du Hoffnung sein sollst. Und du bist nicht dort Hoffnung, wo ich Hoffnung sein sollte. Ich habe gestern, als ich mit dem Bus arbeiten bin, habe ich eine Begegnung mit jemandem, den ich kenne, noch aus der Lehrzeit. Ich habe die Lehre hier in Gossau gemacht, im Coop, und ich habe dort jemanden gesehen, ganz zufällig, und habe mich mega gefreut. Und wir sind ins Gespräch gekommen, ich war auf dem Weg zum Arbeiten, wir sind ins Gespräch gekommen, und ich habe mir die Predigt, die ich geschrieben habe, wirklich zu Herzen genommen. Und ich glaube, vielleicht ist es mir gelungen, ein bisschen Hoffnung zu verbreiten, aber ich habe gemerkt, das ist eine Person, die ist total hoffnungslos, die hat Angst um ganz verschiedene Geschichten. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir in solchen Situationen so Hoffnungsträger dürfen sein von Jesus, weil wir eine Hoffnung haben. Ich möchte euch zum Abschluss vom Input ein paar Verse aus Offenbarung 21 vorlesen. Und zwar sind das Verse, die ich immer wieder mir zu Gemüte führe, wenn es mir auch mal nicht so gut geht. Offenbarung 1, 4-7. Ich möchte euch die Verse einfach zusprechen. Du darfst die Augen schliessen, darfst sie offen haben, wie du möchtest. Er, Jesus, wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreib die Worte auf, die du gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn oder meine Tochter sein. Ich möchte euch ermutigen, auch den Sonntagszettel mitzunehmen. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, wo ihr euch die Woche vielleicht einmal durch den Kopf gehen lassen. Wo hast du vielleicht schon mal Hoffnung erlebt? Wo wünschst du dir gerade im Moment Hoffnung? Und bin ich bereit, dass Jesus mich in meinem Umfeld brauchen darf, wo vielleicht gerade Hoffnungslosigkeit herrscht?